In der heutigen kurzen Knackig geht es um Swales. Also so wie wir Swales hier bei uns im Paradies in Triest umsetzen. Um was sie so bringen. Das ist jetzt ein Swale oberhalb, also ein Swale, ja, ein Kleinformat oberhalb von unserem Gemüsebeet. Alles, was da der Hang drauf kommt, an Wasser, bleibt da innen stecken. Ihr seht auch, wie die Pfützen da sind. Da habe ich gerade gespritzt, Wasser gespritzt. Und das zieht dann im Boden rein, anstatt weiter fließen. Der Aussenteil, also der Unterteil vom Swale, das nennt man Berm. Das ist sehr gut zum Abpflanzen, weil der hat auch sehr viel Wasser drin. Der Steilteil, da fließt dann das Wasser drin. Und wenn man es schön auf die Kontur legt, das Swale, dann ist er flach. Weil der Kontur ist ja die flache Linie, wo der Hügel abgeht. Das heisst nicht unbedingt, dass er gerade ist, aber so der Hügel. Und dann bleibt das Wasser stecken. Zum Beispiel jetzt, wenn ich den Hang berissle, schau, ich zeige es euch, da fließt es einfach ab. Und nimmt einfach ganz viel Erosion mit, oder? Wenn ich es aber so, das Swale befülle, dann bleibt es im Swale hängen, seht ihr, und saugt langsam im Boden ein. Und so geht es unterirdisch den Hügel drauf. Und das Wasser bleibt drin, es gibt keine Erosion den Hügel drauf. Und dann bleibt das Wasser einfach da, wo es ist. Seht ihr, ganz langsam sickert das im Boden ein und wird aufgenommen. Und deswegen wird dann da wirklich auch feuchter. Zum Vergleich nochmal. Mit da, was passiert? Seht ihr da, die Erosion? Und da oben zum Beispiel, seht ihr jetzt da oben gibt es auch Erosion. Aber es rutscht einfach ins Swale rein und bleibt stecken. Dann wird der Böhmer, seht ihr, bis da in das Swale rein und dann sich seitwärts verteilt. Also da nochmal, Erosion, zack! Es bleibt im Swale stecken und verteilt sich seitwärts. Aber da der Boden so trocken ist, fließt es einfach drunter und bleibt trocken. Seht ihr? Jetzt, es ist immer noch trocken, seht ihr? Hi, drum Swales. Die Swales können schon auch Hügel drauf gehen, damit es an einen anderen Ort weitergeht. Zum Beispiel da aus dem Jacks Garten geht es raus, um nachher dort rüber zu gehen. Aber da oben tue ich nicht berieseln. Also mal, ich tue vom Water, jetzt oben habe ich Waterloo und dann läuft es durch Swales durch und die Swales sind alle miteinander verbunden. Aber schaut mal. Das ist ein Swale, den ich letztes Jahr angelegt habe. Und ihr seht, da ist es schon feuchter, grundsätzlich. Der Swale ist total überwuchert. Die ganze Fläche ist total überwuchert. Zum Vergleich mit letztes Jahr. Seht ihr? Und weil Wasser da in den Swales bleibt, da sieht man, wo die Swales durchläuft, fast, ist oben durch, hat es auch mehr Wasser. Weil, ja, aber da sieht man wirklich Feuchtigkeit. Ich lasse noch stecken gern. Nein, da seht ihr den Unterschied. Es ist grundsätzlich feuchter, der Boden. Man sieht es jetzt richtig, aber es ist. Da, wo ich letztes Jahr ausgegraben habe, da sieht es jetzt schon anders aus, der Boden. Und vor allem, schau mal, der Wachstum. Swales sind nicht die schnellste Lösung, aber langfristig eine extrem gute Lösung. Und vor allem, ob du jetzt Wasser vom Tank reinlässt. Zum Beispiel kann ich einfach die Hahn aufmachen.
Das Wasser läuft gerade runter ins Whale rein. Und so verteilt sich jetzt über das ganze Land und sickert langsam ein. Das heisst, hier unten wird auch bewässert. Also wenn du es mir nicht glaubst, wegen mal das Gras. Oder der Regen fängt sich einfach auf. Es geht einfach mehr Wasser im Boden. Seht ihr, quer im Land, da gibt es keine Erosion, sondern ein Fluss. Langsam fließt es einfach vor sich hin. Bei mir ist es immer ein bisschen schräg, weil eben, es sollte auch noch in Food Forest übergehen, langsam. Ja, es ist eben schon ein Unterschied, den man nur langfristig merkt. Da oben, oh, jetzt bin ich gerade wieder in so einen Swale gestolpert. Schau mal, da der Swale. Der Boden oben am Boden, grau, da im Swale rein, feucht. Und es bleibt feucht. Und da ist der ganze Weg für. Da im Swale rein hat es Sumpf und das Wasser bleibt da. Langsam. Klar, da bin ich am Füllen. Da seht ihr, anstatt von oben her berieseln, füllen ich den Teich. Wenn der Teich voll ist, überläuft er und läuft in die Swales rein. Und der Swales verteilt sich links und rechts. Ah, aber so habe ich keine Erosion und pure Wachstum. Das Wasser einmal behalten, langsam weiter fließen lassen. Und da, wie es so überwachsen ist, fließt es fast nicht mehr weiter. Aber seht ihr, es fließt, aber schön langsam. Da kommt es wieder drauf und gerade einmal da durch. Da hat es auch Swales drauf, da sieht man den Wachstum. Da hinten hat es wieder den Teich, was auffängt. Und da kommt es auch ein drauf und geht in den nächsten Swales rein. Schön langsam, aber man sieht einfach pure Wachstum um die Swales herum. Zum Vergleich mit dem Hügel, wo noch kein Swale ist. Oder da hinten bin ich noch nicht so weit mit Swales. Das ist schon wieder verrechnet. Und gell, das sind nicht viel Meter Unterschied. Und da oben tue ich wirklich nicht berieseln, außer wie die Swales. Ich danke dir fürs Schauen. Kurz und knackig zum Thema Swales. Ich kann es euch nur empfehlen. Auch wenn man es nicht sofort sieht, es lohnt sich. Gerade die kleinen Rillen, quer im Hang, am besten auf die Kontur. Muss aber auch nicht sein, wie ich es bei mir gesehen. Aber es lohnt sich definitiv, möglichst viele kleine Swales und Berms installieren. Einfach so. Einfach so. Hey, danke fürs Liken, danke fürs Abonnieren und ich freue mich aufs nächste Video. Ciao!